wir sind als ADR relativ stark gewesen die letzten Jahre. Wir hatten 3 Wahlen gewonnen, weil das ganz hofrisch mischt. Und das ist natürlich stark Zeichen auch, dass man an der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen und dass wir beliebt sind. Wir probieren dem gerecht zu gehen und ich meine noch können zu suchen, dass wir eine ganz gute Arbeit an der Chambre gemacht haben, auch am letzten Jahr. Wir haben zu wichtige Sujets konnten Positionen holen, die ohne Eis wahrscheinlich kein Vertrauen hat. Und das ist von das, was der ausmischt. Wir haben die Courage, für andere Meinungen zu vertreten, wie die anderen. Und dafür kann ich ruhig sagen, dass durch die ADR als Lützeburger Demokratie ganz klar mehr stark. Stell dich vor, wir wären nicht da. Wir haben relativ oft an der Chambre Aufstimmungen, die sind 55, 5. Die 5, das sind wir, die 55, die anderen. Wenn wir nicht da wären, dann wäre es 60, 0. Und das fängt nicht wie ein Schwarzeichen für Demokratie und das unterstreicht eben die wichtige Rolle, die wir spielen, wenn wir eben eine andere Meinung vertreten, wie all die anderen. Dass das uneckt, das haut es da so. Da muss man leben. Ich meine, dass es wichtig ist, dass in einer Demokratie verschiedene Meinungen auch am Parlament vertreten sind. In dem Sinn sind wir natürlich als ADR ganz starken Teil von der Demokratie. Und auch wenn man in der Chambre oft 5 gegen 55 ist, so wissen wir aber, dass wir ganz viele Sujets deutlich mehr Leute dabei repräsentieren, zum Beispiel 50% oder mehr, geht das bei der Chambre natürlich da just zu 5 sind gegen 55. Und in dem Sinn meine ich, also doch so, dass sogar die Leute, die nicht für euch stimmen oder nicht für euch sind, aber ganz oft so, und das ist gut, dass da sind. Das ist gut, dass da sind, weil der eben eine andere Meinung am Spektrum vertritt und das ist wichtig. Wir hatten noch interessanterweise die letzte Tage eine Petition aufgelaufen, die am Anfang gefordert wird, dass der ADR soll ausgeschlossen gehen aus dem Parlament. Und die Petition die kriegt ganz 164 Unterschriften, was also beweist, dass nicht ganz wenig Leute der Meinung sind, dass der ADR nicht am Parlament soll sein. Und ich meine noch, dass das wichtig ist zu unterstreichen. Der ADR ist klar ein Gewinn für die Demokratie bei Lützeburg. Und ich wollte euch ein paar Beispiele nennen. Wir hatten an der Corona-Zeit waren wir die Einzigen, die sich angesagt haben für ganz viele Sachen, immer lang gegen die anderen. Das war nicht einfach, wir haben gemacht und als wichtige Rolle gespielt. Das war bei der neuen Verfassung so, das war beim Referendum so, das war zum Beispiel auch beim Ukraine-Krieg so, das ist bei der Alphabetisierung auf Französisch so. Die geplante Steuerreform, die könnt, das auch bei verschiedenen Änderungen, die sollen kommen bei der Auftreibung, das bei den CO2-Maßnahmen, das bei der Meinungsfreiheit allgemein, und auch, wie man aufgestimmt haben, über den Digital Service Act, du hast das auch gesehen, das bei der Migrationspolitik, das beim Ausländerwahlrecht, jetzt sind ganz viele Sujets da, wo wir die Einzigen sind, die eine alternative Meinung vertreten und somit aber einen ganz großen Teil von der Bevölkerung allein als ADR vertreten und das ist die wichtigste Rolle, die wir spielen. Ich meine, das ist nicht einfach. Das muss sich bewusst sein, wenn die Realität ist, wenn ihr morgens der Zeitung oft liest, was da steht, am Mittag geht dann an die Chambre, dann hört ihr da ganz vieles, das nämlich. Das nämlich steht morgens in der Zeitung, das nämlich so mittags die 55 einer deputiert. Und dann haben sie das Gefühl, sie hatten alle recht, sie bestätigen sich gegenseitig an ihrer Bull. Und dann kommen wir und wir vertreten eine andere Meinung. Das ist schwer, das ist nicht immer einfach. Aber das ist der Kampf, den wir bereit sind zu feiern, für eben auch der anderen Meinung, den anderen Leuten Meinung zu vertreten. An der Chambre haben wir im Moment eine Situation von 7 Parteien und ich will kurz darüber gehen. Wir haben 4 Parteien, die ziemlich dieselben Ideen immer vertreten und auch gleich aufstimmen. Und das sind die 4 Parteien, die Link, Piraten, die Grünen und die LSAP. Das ist der sogenannte Linksblock, das ist nicht dazu, und das sind noch viele andere Deputiert, die dazu nennen. Und der Linksblock, den ist am Anfang ganz homogen und vertritt ganz oft dieselbe Meinung.
Du gëtt kein Unterschied méi an kann en sech froen, ob se net besser hätten, se gife fir die nächst Wahlen eng Einheitspartei gründen, wo se alle Goeten dann zu Summe sinn, wie das Dënnerscheder zwischen Tinnen net mi ganz groß sinn. De Kulo awer den muss feststellen bei hinnem, a ganz besonders bei der LSAP, a bei de Gringe, dat ass de Kulo, dat se 10 Joer a méi an der Regierung waren. Also sie hatten Täft an der Hand, als sie konnten etwas verändern als Regierungsparteien. Und trotzdem stimmen wir heute als Land, da wo wir stehen, vieles lebt nicht gut. Also sie selber regen sich andauernd am Parlament ab über Sachen, die nicht klappen, vergessen aber dann, dass sie wohl 10 Jahre in der Regierung waren, wo sie Zeit hatten, etwas zu ändern und das nicht gemacht haben. Für was haben sie es nicht gemacht? Und dass die Kulo auch sich bei den Wahlen gewiesen hat, dass das Leute das aufgestraft haben, das meine Schwede gesehen, weil die Greng bei den letzten Wahlen so viel verloren haben, wie noch nie eine Partei zu Lützeburg bei den Chamberwahlen verloren hat. Bei der CSV und bei der DP gesagt bei den Regierungsparteien, dass es auch ganz durchwurst ist, und tut den ganz Party Leute, die an den Deputiert, die auch da sitzen, die am Fond mänglisch echte enger Gambia-Politik nottrauern insgeheim, wat am Fond schwet aus, weil ich mengen, dass die Politik eng war, die Land sicherlich nicht zu besseren verändert wird. Wir als ADR und der Vorteil, dass wir komplett unabhängig sind von allem draußen, damit können den Läng Leute vollleg Bürger vertreten. Wir machen das pragmatisch und konstruktiv, aber wenn die Regierung etwas Gutes proposiert, dann sind wir gerne bereit, das mitzustimmen. Aber wenn es nicht so ist, wenn in die falsche Richtung lebt, dann wären wir uns natürlich dagegen, bringen Alternativen und setzen uns dafür an. Für uns typische Themen: Frieden, gute Relationen, mehr Geld am Portemonnaie, Armut bekämpfen, Familien unterstützen, eine Migrationspolitik mit Verstand, die Millionen Einwohnerstaat thematisieren, weil den als responsabel dafür, dass es immer mehr Probleme am Land gibt, von Wohnpolitik bis Trafik, bis zu Spruch, Kultur und Zusammenhalt, Meinungsfreiheit verteidigen, Demokratie verteidigen, Sicherheit und natürlich gucken wir immer, für das die Rechnung nur abgeht und dass wir ein gesundes Budget behalten. Bei der Regierung stellen wir fest, dass es viel an Courage fehlt. Sie sind zwar nur in einer Party, so eine Idee kommen, wo sie dann direkt kritisiert gehen, sowohl natürlich vom Linksblock wie auch an ihren eigenen Reihen. Und das ist natürlich mengnisch auch für den Herrn Frieden eine schwierige Zeit, weil der Frieden ist an einem gewissen Dilemma. Wann er no geht, steht er da als schwacher Premierminister. Wann er nicht no geht, da riskiert einen großen Streit zu kreieren. Mal gucken, wie er daraus kommt. Ich wollte auf 4 Sujets ein bisschen mehr detailliert angehen. Der nächste Sujet ist der von der Alphabetisierung auf Französisch. Und interessant, dass da wieder drin 64 gegangen ist. Letzte Freitag, 11. Juli, Oves, liest den dann in den Medien. Ja, meist seht, die Alphabetisierung auf Französisch können wir 2026. In der Chambre sind wir nicht informiert gehen. Vakanz geht und Leute schalten auf. Also kommen wir dann mit so etwas, das ist ein bisschen gedurcht, wahrscheinlich für die Leute zu überraschen, auch für so Mann wie möglich Opposition dort zu kreieren. Wir wissen aber, dass auch von an der Chambre wahrscheinlich 55 Deputierte das werden mitstimmen, mir nicht, dass du draußen, und das sind überzeugt, mindestens Teilchen von den Leuten gegen so eine Alphabetisierung auf Französisch wären, und auch da wird interessant, ein Referendum zu machen. Das ist nicht nur eine Änderung an der Schule, das ist eine Revolution, die als ganze Gesellschaft wird betreffen. Es geht auch um den Zusammenhalt, es geht um Integration, ein Wort, das andere nicht mehr hören, weil das für uns immens wichtig ist, für den Zusammenhalt hier am Land können zu garantieren. Und natürlich auch sprachlich Situationen, die dadurch verändert gehen. Und ich meine, dass für uns als eher ganz wichtig, dass wir auch als Lützeburger Spruch hier als Spruch vom Land halten. Aber wenn wir das machen, dann muss man auch die Situation unterstützen. Und hier ist natürlich eine Ouvertüre, die leider in die Richtung geht, dass nur Männer Lützeburgisch wertgeschwert und benutzt gehen. Wir werden uns weiter also gegen die Alphabetisierung auf Französisch ersetzen, unter anderem auch, weil das Kanner trennt, am Platz zusammen zu feiern. Auf ihr Land wie Lützeburg mit so vielen Ausländern ist ganz wichtig, dass wir zusammenhalten und nicht auseinander driften. Ein zweiter Punkt, das sind Pensionen, wo viel durcheinander war seitens der Regierung.
sie Sachen nu gekündigt vom Premierminister, du nur hast da alles relativiert gehen. Lo schwätzen die drei Tripartitpartner mat den zu nennen soll. An dit geguckt fir Regent fir eng Lesung ze fannen. Mir hat den Chlor Pfaff bekannt als ADR, mir hat am April eng Broschür und all Stot ausdele gelos, wo ganz klar als Ideen fir d Pensionsreform drachte. Well es auch klar, et kann net so weitergoen, jiverein de raisonabel ass wees, dass man muss es ändern in dem Pensionssystem, für das man net an per Joer an Mauer rennen. Dat ist die Realität. Als Usicht die man vertruden hunn, dat sind natürlich Punkte, wo en kann kritiseieren. Es sind aber der Meinung, dass am Endeffekt von dat ganz lo fertig ist, von der Diskussion river sinn, dass het wahrscheinlich genau an die Richtung wird goen, wie dat wat mir an der Broschür präsentiert hun. Dat heißt, dass man ein bisschen Klammen am Pensionsalter aber ganz los, dass für kein eine große Einschränkung ist, und dass Mordkotisationen gleichzeitig los erheben. Das heißt, ein Mix zwischen denen zwei, plus ein ganz paar Jahre, sonst noch mehr detailliert, Antworten, die wir geboten haben. Und das wird so kommen, und dann können wir natürlich so, dass wir am Endeffekt einfach mit diesen Propositionen richtig schlungen. Und das ist für DAX der Fall, dass als Ideen überholt gehen. Wir fordern zum Beispiel bei der Spruch, dass der Spruch mehr Panue soll gesagt gehen, die anderen stimmen zwar in der Chambre dagegen, wie 2 Jahre danach machen es dann einfach. Das freut uns, weil da sehen wir, dass als Politik etwas dingt. Ähnlich bei den ESG-Kriterien, wo man letztes Jahr auch viel dafür gesagt hat, für die zu ändern. Da geht es um den Pensionsfonds, wo den investieren kann. Da hat Tom Weidisch auch noch ein Jahr der Aktualität gemacht. Und ich meine, als die Regierung auch auf dem Punkt anfangen, an die anderen Parteien, dass sie merken, dass sie die müssen ändern, auch wenn sie das natürlich nicht konnten, in dem Moment zugestehen. Das ist etwas, was immer empfehlen könnt. Dann der nächste Punkt, das ist die Familie. Wir leben in einer Welt, wo die Familie leider immer eine kleine Rolle spielt. Und das ist schwer, weil die Familie ist die Basis von der Gesellschaft, wo Solidarität herrscht, wo ein Hilfe kriegt, wo für den anderen da ist. Aber wenn das wegfällt, da fehlt ein großen Teil der Solidarität, und da muss am Endeffekt der Staat ersprangen, was manchmal nicht die beste Lösung ist. Wie gut von Familie stark wären, da bricht der Staat nicht so oft anzugreifen. Wir haben eine Steuerreform, die präsentiert ist vom Herrn Roth, die ganz klar auf Kosten von der Familie wird gehen. Wir werden also auch dafür einsetzen, dass man es da, wo kann er sehen, dass die Leute aber die nötige Unterstützung kriegen, die sie brauchen. Wenn wir brauchen kann er, aber wir müssen die Familie, wo kann er sehen, müssen wir unterstützen. Dann der Punkt, das Demokratie und Meinungsfreiheit. Ich habe schon gesagt, dass der ist ganz klar ein Gewinn für die Lützeburger Demokratie. Und wir setzen uns auch immer an für Direktdemokratie, weil wir vertrauen an das Volk, an der Meinung sind, dass das Volk auch kann dezidieren. Und das möchte das am Anfang zur demokratischsten Partei hier zu Lützeburg. Die anderen denken nicht so, sie fährten das Referendum, aber für was fährten sie das Referendum, weil sie am Anfang das Volk fährten. Sie haben das Referendum refusiert bei der Verfassung, also sie werden das Referendum auch bei nächsten Punkten, wo wir proposieren, werden sie refusieren. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir mehr Referenden in Lützeburg machen. Wir sind für ein System ähnlich wie in der Schweiz, wo die Bürger also mehr sich beteiligen können, wo sie mehr mitschwätzen können, wo sie auch da mehr angebunden gehen an die Politik. Oft gesagt eben, dass die Leute dabei eine andere Meinung haben, wie die Meinung, die am Parlament majoritär ist. Und ich will euch noch ein Beispiel geben, dass die Petition gewirrscht über den LGBTQ an den Schulen. Eine Petition für das Männer zu machen an den Schulen, und die ist von 10.000 Leuten unterschrieben gehen. Darauf gibt es eine Gegenpetition, die massiv unterstützt ist von allen möglichen staatlich finanzierten ONG, Parteien, und auch an den Medien groß gebrücht gehen, die auch 10.000 Unterschriften kriegen. Und du gesagt dann 10.000, was mich da denken lässt, dass die Meinung am Volk gesplittet ist, und das sind wahrscheinlich plus minus 50 Schritt. Die Leute, die also gegen LGBTQ an den Schulen am Unterricht gestimmt haben, die sind nur an den Eck gestaltet gehen. Die sind durchgestaltet gehen als dumm, als zurückgeblieben, als unmöglich homophob, was auch immer,
was aber kompletten Quatsch ist. Und ich meine, das ganz wichtig, dass ich an einer Demokratie seine Meinung sagen, auch von den verschiedenen nicht gefällt. Gesteuert hat ist da immens der Approche von der Präsidentin von der konsultativen Menschenrechtskommission, die gesagt hat, die Petition hat nie dürfen zugelassen gehen. Also eine Petition nicht zulassen über so ein Thema, das ist antidemokratisch. Es muss können den Leuten Möglichkeit geben, ihre Meinung zu sagen, und dass sie als Präsidentin von der Menschenrechtskommission selbst seht, fanden wir inakzeptabel. Und wahrscheinlich können sie auch aus einem ganz stark linksgrünen Eck, wo es ganz typisch ist, andere Meinungen nicht füllen zu hören und zu unterdrücken. Demokratie ist akzeptieren von anderen Meinungen, respektieren von den Leuten, die andere Meinungen haben. Und das ist auch Diversität, die immer genannt wird. Und die Leute, die für Diversität immer groß schwätzen, das reden, haben das dann aber nicht immer so an. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo immer mehr Meinungen unterdrückt gehen, wo immer mehr Leute fährten, für ihre Meinung zu sagen. Wir erleben seit 50 Jahren in Lützeburg und Europa einen ganz starken Linksruck. Und der Linksruck kriegt immer mehr autoritär und antidemokratisch Facetten. Das wird ihr noch gesehen, zum Beispiel bei der Covid-Zeit, wo ihr gesehen habt, dass das ganz, was da eigentlich gemerkt hat, als Skandal war. An Haut wird es auf den Teppich gekehrt, soll wohl vergessen gehen. Und ich will ganz klar so, wir als ADR werden das nicht vergessen. Wir hatten eine ganz starke Einschränkung von den Grundrechten von den Leuten, die oft sinnlos war. Leute, die nicht mehr dürften für ein Tier gehen, Leute, die nicht mehr dürften mit dem Motorrad fahren, mehr mit dem Velo fahren, Leute, die nicht mehr dürften so viele 100 Meter von ihrem Hause weggehen, Leute, die sich nicht mehr dürften versammeln, die nicht mehr dürften bei ihrer Familie gehen. Alles das waren Sachen, Leute, die ausgeschlossen sind. Demonstrationen, die übertrieben stark, repressiv unterdrückt sind. Ich meine, das ist etwas, das man nicht sollte vergessen, das müsste unbedingt abgeschafft gehen, das will ich als ADR ganz klar so. Wir haben noch immer Petitionen, die kommen, all Respekt für den Courage von den Leuten. Und wir sehen noch, dass Petitionen immer wichtig sind. Petitionen gefällt aber nicht zu verringern. Und dafür haben sie 12, die ihr braucht, für an die Chamber zu kommen, erreicht, für das man Petitionen nicht packen. Und das Problem ist bei der 12, die erreicht gehen, dass das von der Bevölkerung klemmt. Ja. Ich so nicht ein Problem, dass die Bevölkerung klemmt zwar, mit die Bevölkerung, die Lützeburg versteht, die fällt. Seht es dort? Und das heißt, von der Petition auf Lützeburg schmerzt. Und nur daran von potenziell Männer, Leute, die sie können erschreiben. Und dadurch, dass er das Seier absetzt, geht es natürlich mehr schwer. Und das ist nicht gut für uns Demokratie. Meinungsfreiheit. Wisst ihr, viele Politiker aus anderen Parteien, die gehen als Recht bei vielen. Aber sie trauen sich nicht nur außen zu sagen. Für was trauen sie sich nicht zu sagen? Ich frage sie das. Dann antworten sie, ja, da gehen ich attackiert. Da gehen ich attackiert von anderen in meiner Partei, da gehen ich attackiert draußen von ONGs und der Presse kritisiert. Und das ganz aggressiv teilweise. Und dafür wird dann oft die kleinen Menschen gemacht, also sie sagen dann nicht ihre Meinung, sie sind aber froh, dass wir als Meinung vertreten. Ich gebe mir da auch ein bisschen mehr Courage wünschen, für sich anzusetzen. Wir hatten auch eine Situation, wo ich auch viel drüber gehe, für es einfach umzuschwätzen. Das war die Geschichte mit dem Like von Tom Weidisch, der neben mir steht. Und da hat er gesehen, wie hier am Land so Sachen funktionieren. Ich schwätze hier von einem Like für einen Satz, den komplett unglücklich gewählt ist, weil ich meine, dass ein Mann nicht zufrieden war mit dem LGBTQ-Movement, die mal nicht gegen die Leute gerichtet war. Und du könnt an Like, und dann entsteht hier im Land eine Panik, wie wenn ein dritter Weltkrieg 400 Jahre steht. Immens aggressiv geht das da los. Wirklich mit, kann ich so mit Hetz. Und da wird immensen Druck aufgebaut. Aber wenn ihr das haut so überlegt am Nachhinein, da weiß ich ja aber, dass das alles, wir schwätzen über den Like. Der Like, den irgendwo möchte, wo ihr vielleicht nicht mehr wisst, dass ihr das gemacht habt. Als das wirklich ein sprangender Punkt, wo die Aufregung hier am Land muss überkachen. Ich meine, das Wichtigste, das haben wir auch immer gesagt,
dass wir den Respekt tun für Verein die Nummer auch und da soll ich so like auch nicht überbewerten für etwas zu erfahren was nicht ist. Schuld ist bei dem ganzen deichtre Kapitel mengglisch für Chambre auch, weil du sie Sachen gesucht denen Leute auch haut lädt den die komplett nicht auf der Plaque fahren, wo Sachen vergleicht sind, die inakzeptabel sind. Mich schuld sucht das eigentlich dubausen dann auch im Käse straut irgendwie aber das ganz zu nuancieren an vielleicht ob eng einer Weise durchzustellen. Ich meine verlangen nicht viel, wenn man auch Journalisten nun wenn man wie viel der Wochenzeitungen als Journalisten Kommentatoren hun, da können ich auch erwarten, dass heinst du ein do hast, den aber ein bisschen nuanciert auch der ADR nicht nur Druck klappt, wie vielleicht auch ein bisschen Party hält oder Party hält, das viel gesucht, wie auch mal etwas Positives bringt, das gibt es auch frei. Weil Teil Presse ist, das wollte ich schon nach besonders, dass du so oft Leute, die so nice, ja, wir von hier scheier die nicht, ne? Wo zum Beispiel Caritas Affäre, da war der Chambre, den Tom auch 21 Minuten geschwärzt. Am Ende war am letzten Wort ein Artikel über die Debatte in der Chambre, da der ist nicht annimmt dran. So Leute mir war die nicht do. War die nicht do. Ich weiß nicht, obwohl immer gut Sachen gesucht und die anderen nicht gesucht tun, als das nicht brucht gehen. Und ich fand das auch am Anfang schwer von den verschiedenen Parteien dann nicht bringt, die aber eigentlich wichtig sind. Und da steht dann am Artikel 100 mal Fayo a Bernard, war das da vielleicht doch die Meinung von demjenigen Journalisten, ich will nicht verallgemeinern, aber ich meine, dass das nicht ideal ist. Und Heinz, du kannst ihn so froh stellen, was die Überlegung ist, zum Beispiel auch beim Politmonitor, den immer organisiert wird. Wie weit sind beim Politmonitor 4 Geringer dabei, mit just 3 von der ADR? Ich denke, durch mir wäre mittlerweile mehr stark für die Gering. Vielleicht aus der Schütverein, die das mitkriegen oder die nicht will mitkriegen. Dann ist es doch so, bei dem Politmonitor wollte ich dazu sagen, so, und die NDSD, da kommen da aber Hans du unwahrscheinlich Zahlen raus, über den Bekanntheitsgrad von verschiedenen Politikern, wo ihr dann sagt, 70%, 80% kennen den oder die Politiker. Und da frisst du tausend Leute, und das ist ein Spiel kein, den da über die Person respektiv, den die kennen, oder vielleicht den umhören hat. Evidenterweise, was die Rest der Leute durchruft, dass kein will so gehen, dass der Politiker nicht kennt, will ja nicht dumm durchstehen, bei dem die friert. Wie das weiß einfach am Anfang, dass etwas nicht stimmt. Und wenn die Kap da gefroht gehen, dann ist es auch interessant, dass das nicht mit ihm genannt gehen, wir können auch Partei genannt. Das heißt, die frohe nicht, seid ihr mit Fred Käuber verstanden oder fand ihr kompetent oder sympathisch, oder fand ihr Fred Käuber von der ADR kompetent oder sympathisch, für natürlich dann immer die Parteihand drin nennt, für dann auch denen Leute einen Hinweis zu geben, sollen antworten, die Leute nicht unbedingt kennen. Ich meine, dass du vieles zu ändern wird und ich meine auch, dass die Vergangenheit gewiesen wird, dass sie so Umfragen auch nicht soll überbewerten. Wir sind aber froh, dass wir deutlich besser da leiden, trotzdem wie 4 Wahlen 2023 und das möchte das auch wahrscheinlich dann wie stark an Zukunft. Was ich auch noch will so, dass sie gesagt, dass die Regierung oft immens überrepräsentiert als dabei an den Medien. Wir hatten geguckt, dass Statistiken gemacht, wo man dann herausgefunden, dass zum Beispiel im Radio ganz oft Vertreter von Regierungsparteien gerufen gehen an Schnurrzölen. Also das doppelt so oft quasi die Regierungsleute gerufen wie Oppositionspolitiker. Und das ist am Anfang auch etwas, was schwer ist, dass der Erde oft repräsentiert, das ist ein anderer Punkt. Ich meine, wenn ich will sagen, dass es wäre viel interessant und besser für die Demokratie, wenn die Opposition auch mehr gerufen gehen, weil der Zustand von der Demokratie, der muss sich am Umgang mit der Opposition, ganz besonders am Umgang mit der ADR. In dem Sinn, sollen Sie merci für die Nachrichten und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Merci.